Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zierengiebel von Zierengiebel TV und Klenki von Guerilla Gaming TV am Start in Call of Duty Modern Warfare 2. Spielmodus Herrschaften, Map Subbase. Und Ja, der Zierengiebel wird heute mal unser Thema erläutern. Was haben wir uns denn ausgedacht für heute? ja, die Thema ist das andersrum. Das Thema ist die Deutsche Bahn heute und jeder kennt sie, jeder liebt sie. Und bin mal gespannt, ob da jetzt mehr positiv oder negativ ja, zusammengetragen wird. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit unseren tollsten Erfahrungen, was die Deutsche Bahn angeht. Ja, Also ich fange dann einfach mal an, das erlaube ich mir jetzt mal. ja. Bei der Deutschen Bahn war es einfach mal so, ich bin einmal ja von meinem Bundesland in ein anderes gefahren aufgrund eines Grundes und das Schöne war dann, ich wollte abends nach Hause, ja, und dann stand ich in so einem Zwischenbahnhof fest, weil ich musste dreimal umsteigen, um in mein Bundesland zurückzukommen. Ja, und das Tolle war dann, der Zug fiel aus und ich konnte eine ganze Stunde am Zwischenbahnhof hocken und hatte halt bei den anderen Zügen Verspätungen noch drin, sodass ich insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden später nach Hause kam, als eigentlich auf dem Fahrplan stand. Hm. Und das Schöne ist dann, wenn man am Bahnhof sitzt und sich dann über die Verspätung immer mehr aufregt, über Züge, die ausfallen, weil es vielleicht zu kalt ist und irgendwelche Türen zu frieren, da sag ich mir dann auch immer noch so, ja, was soll das eigentlich? Und ja, das war so das, was ich verspätungstechnisch erlebt habe. Jetzt bist du dran. Okay. Also ich habe schon einiges erlebt mit der Deutschen Bahn. Ich fahre jeden Tag mit der Deutschen Bahn und auch manchmal mit anderen Zügen. Mit dem Alex fahre ich, mit dem Roten fahre ich manchmal. Na, ihr Äh, habt auch Privatbahn, nehme ich an. Privatbahn. Ja, wir haben bei uns Privatbahnen, die kaufen halt die Strecke von der Deutschen Bahn und dann heißt das halt nicht Deutsche Bahn, sondern dann heißt das anders. Ach In so, Hessen ja. heißt das zum Beispiel HLB, in NRW in einem Teil heißt es Abellio, in einem anderen Aha. Teil heißt es Eurobahn und so weiter und so fort. Nennt sich Privatbahn. Ah ja, okay. Ja, könnte sein. Aber du fährst mit normalen Bahnzügen. Ja, mit normalen deutschen Bahnzügen und manchmal auch mit dem Alex. Das ist ein roter Zug, der ist anders. Und ich muss kurz sagen, hey, der Overlord, das ist doch die größten Spinne oder alle campen und sind scheiße und tuben. Und ich fahre mit der Deutschen Bahn und habe schon einiges erlebt. Im Winter ist es ganz schlimm, aber auch sonst ist es eigentlich relativ sonst wie immer. Also man ist ja gewohnt, man will eine Karte kaufen, man will nicht schwarz fahren, man will nicht ohne Karte fahren, weil man könnte ja erwischt werden. Ja, geht zum Automaten hin, dann geht der nicht. Ja, perfekt, hey. Und was soll da das? Also dann finde ich irgendwie die Zeit zu kurz zum Kartenkaufen. Ich komme in Also ich fahre bei mir um 20 nach 7 los, komme um dreiviertel 8 da an, wo der Zwischenhalt ist, und dann um 46, also eine Minute später, fährt der nächste Zug schon los. Also ich kann eigentlich gar nicht keine Karte kaufen in dem Bahnhof. Das schaffe ich nicht. Und ich finde auch die Menschen sau unhöflich, hey. Also einige gibt's echt, du meinst, die sind sauböse Menschen. Weil ich wollte mal eben mit dem Zug fahren zu meiner Freundin. Und ja, Umweltschonung und so ein Scheißdreck. Und dann hatte ich halt kein Ticket, weil eben ich bin um 45 inzwischen halt 1 und wollte weiterfahren. Ich sag zu dem Zugführer extra noch, ich habe keine Karte, kann ich mir eine kaufen oder irgendwie hinsetzen, dass ich halt dann das Geld bezahlen kann. Sagt er, hast du eine Karte? Nein, ich habe keine Karte. Dann kannst nicht mitfahren, musst eine kaufen. Aber ich verpasse den Zug sonst. Dann ist es halt so. Dummes Arschloch, hey. Dummes Arschloch. Was ist denn das, hey? Kann man nicht mal nett sein? Ich wollte zu meiner Freundin auch mal fahren. Es war Winter. Der Zug sollte gehen um 6 Uhr. So, ich komme an. Es ist 10 vor 6. Das ist mir perfekt. Habe ich noch Zeit. Hey, wunderbar. Warte an dem Bahnhof eben. Es ist 6 Uhr. Da steht dann, ja, Verspätung 10 Minuten. Dachte mir, kein Problem, hey. Ja, ist ja nicht schlimm. Es steht da 20 Minuten, dachte ich mir, naja, warte ich halt noch, bis hab ja Zeit, ne, ist ja schön kalt draußen im Winter. So, dann, auch sehr schön, wird die Meldung Verspätung gestrichen und es steht da Ausfall, jetzt kommt bloß noch Ja, der Zug nach Nürnberg. Ja, das leck kenne mich, ich. oder was? Ja, fick dich halt mal, warum schicken sie keinen verkackten Zug dann oder so? Ah, meine Fresse, ey. Ja, Ich hatte auch mal was Geiles. Da wollte ich mittags nach Hause fahren von der Schule und das Tolle war dann, also da war ein Zug und da stand halbe Stunde Verspätung. ja, So, ich gehe jetzt so zu der Anzeige hin und ja,
bei uns ist es so, dass in der Ecke, wo ich dann immer fahre, da fahren die Züge halbstündig in die gleiche Richtung. Das ist exakt die gleiche Linie, die fährt halbstündig, also pro Stunde zweimal, jede halbe Stunde. Ja. Und da stand dann halt ein Zug mit 30 Minuten Verspätung. Mhm. So, ich gehe zum Bahnhof, sehe das so, dachte mir so, scheiße, halbe Stunde Verspätung. Ich gehe dann extra zum nebenstehenden Busbahnhof, weil ich gedacht habe, ja komm, da musst du jetzt Bus fahren, weil ich warte jetzt nicht eine halbe Stunde länger, weil dann kannst du vom Bahnhof noch 3 Kilometer nach Hause laufen, da hast du jetzt auch keinen Bock drauf. Ja. Ja, und dann kommt's, ich gehe zum Busbahnhof, stehe schön an der Bushaltestelle, denk mir nichts Böses. Was passiert? Was ist passiert? Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja, da ist ja irgendwas nicht richtig gewesen. Ja. Ja, und der Kollege, der da stand, der hat mich später dann mal angerufen und meinte so, ja, der Zug ist gekommen, weil du hättest richtig auf die Anzeige gucken müssen, habe ich leider auch erst später gesehen. Und zwar stand auf der Anzeige, dass der Zug, der eine halbe Stunde eher kam, Ja. dass der 30 Minuten Verspätung hat. So, warum schreibt man das dahin, wenn der Zug sowieso halbstündig fährt, anstatt dass man nicht einfach sagt, ja, der Zug fällt aus. Ja. Nee, dann muss man einen Zug als 30 Minuten Verspätung deklarieren, wo eigentlich dann schon der andere Zug kommt, dass die Leute, die halt nicht so ausführlich auf die Zeit da geguckt haben und das auch so als logisch empfinden, dass die dann da halt total verarscht werden. Ja. Ja, das ist ja echt geil, hey. Also das Durch ist so eine echt nicht Aktion kam schlecht. ich eine halbe Stunde zu spät nach Hause. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht die Welt, aber wenn einem sowas passiert, wenn man gerade von der Schule nach Hause kommt, da will man auch schnell zu Hause sein. Das Ja. kennen dann viele Zuschauer wahrscheinlich auch und dann ärgert man sich besonders über sowas. Ja, ist saunervig sowas, hey, weil man denkt ja, ich will ja, man hört immer von den Werbespots, ja, fahren Sie sicher und zuverlässig mit der Deutschen Bahn. Ja, am Arsch die Voll Deutsche teuer. Bahn. Ja, hey, die erhöhen die Preise ja anscheinend jede scheiß Woche hier. Ja, und was machen sie? Ja, der Automat ist kaputt, ja, der Zug fährt nicht, ja, der Automat geht nicht und so. Und dann muss man sich von den meistens doofen Zugbegleiterinnen, Kartenkontrolleurinnen, Meisterinnen, dann was anhören. Ja, hast du keine Karte? Nein, ich bin gerade in den Zug eingestiegen, ist wirklich so passiert. Ich renn, dass ich den blöden Zug noch erwische, den zuverlässig pünktlichen Zug, und renn dahin und ich war noch pünktlich, also dachte ich mir, gut, ich gehe rein, ich war so außer Puste, ich habe Knieprobleme, habe mich hingesetzt, ja, das war der Fehler. Hingesetzt, dann sagt die Frau, die stand neben mir, der Zug fährt los, haben Sie eine Fahrkarte? Nein, ich wollte mir gerade eine kaufen, ich bin außer Pusten. Haben Sie eine Fahrkarte? Nein, ich habe gerade gesagt, dann zahlen Sie jetzt 40 Euro. Das heißt, nein, ich zahle jetzt keine 40 Euro, weil ich wollte mir gerade so eine blöde Karte kaufen. Der Zug fährt 3 Meter, ich kaufe mir jetzt keine. Doch, Sie kaufen sich eine Karte? Nein, ich kaufe mir jetzt keine Karte. Und dann hat die mit mir das Streiken angefangen, hey. Ich habe gesagt, ja, am Scheißdreck, hey, ich habe nichts gezahlt. Anderes Beispiel, mein Kumpel, zum Beispiel, von dem habe ich es gehört, der fährt mit dem Zug immer und der fährt von, weiß ich nicht, zu unserer Schule, zu unserer Fachhochschule und der Zug geht manchmal nicht, ja, ist halt Pech und er wollte auch ja, in die Schule fahren, der Idiot eigentlich, und der Zug kommt nicht, so hat Verspätung 3 Stunden oder so. Und dann dachte, ja gut, nehme ich einen anderen Zug, dann ist er in die andere Richtung gefahren, dass er dann von da aus mit dem anderen Zug dahin fahren kann, wo er hin muss. So, eigentlich okay, dass er halt in die Schule kommt. Jetzt steigt er in den anderen Zug ein und dann sagt der Schaffner, haben Sie eine Karte? Nein. Ja, warum nicht? Ja, weil mein scheiß Zug, er hat schon gewartet eine Stunde, ja, weil mein scheiß Zug nicht kommt und ich will jetzt nicht nochmal warten und ich kaufe mir jetzt keine Karte für den Kackzug und so weiter, ja, dann zahlst du. Dann hat der mit dem gestritten eine halbe Stunde, hey, schön, oder? Also, Ja, so klasse. unmenschlich wie die Fahrkartenkontrolleure sind, hey. Unmöglich, oder? Ja, das ist unglaublich. Ja. Mir ist gerade was passiert, das hat Ja. jetzt nichts mit der Deutschen Bahn zu tun. Ich habe mit der Predator Ja. eine Person gekillt und ich habe das damals schon erzählt, dass es das irgendwie gibt. Das ist ein Bug. Ha? Ich habe mit der Predator eine Person gekillt und habe die Herausforderung Sensenmann bekommen. Die bekommt man normalerweise, wenn man mit einer Predator-Rakete 5 Leute auf einen Schlag killt. Ach, das ist doch schön. Durch eine Person. Ich habe jetzt endlich mal den Videobeweis, dass das ein Bug ist und das hier so passiert. Ja, schön. Cool. Und Ja, ich will noch anmerken, erstens bin ich Host und zweitens, Das merkt man.
Ja, echt? Nein, tut man nicht. Und zweitens, ey, tut mir leid, wenn die Stats hier so scheiße sind, aber schaut euch doch mal die Typen an, wo hier so rumlaufen. Der Kack-Overlord ist so ein verpissener Kack, dumm Camper und Tuber und Nuber und die anderen sind auch nicht besser, hey. Meine Fresse. Ja. Ja, das war das Wort zum Abschluss. Ja? Ja, hast du noch irgendwas Besonderes zur Bahn zu sagen? Nein. Oder hast du das Wichtigste jetzt erstmal Ich finde abgegrast? sie scheiße, ja. Ja, ich finde es auch nicht unbedingt besser und viele der Zuschauer wahrscheinlich auch nicht, aber eure Meinung ist gefragt. Ab in die Kommentare damit. Wir Genau. sind gespannt. Tschüss. Ciao.